Die Handkäserees vom Bellemer Von Gottramstee, der Jörgel best, war in Lust auf'm Handkäsfest. Dort hat ordentlich Wein gebascht, hat Handkäs gegessen, Brot und wäscht, bis abends duschbett in de Bäm. Dann is auch bei Zeit daheim. Und hat sei Aldi soll nicht brummen, 2 Dutzend Handkäs mitgenommen. Von denen gelen, hausgemacht, so Wege, wo angelacht, da nimmt er sich ein Pegel. Doch Handkäs, die haben so ein Geschmäckel. Die Sakrament kannst nicht verstecken, die kannst in 17 Dudde wickeln, die brauchen Platz, die wollen ihr Recht. Nur wenn sie stinken, sind sie echt. Mit denen zieht der Jörg im Schritt und nimmt halt so ein Wölkchen mit. Am Bahnhof steigt er seelisch ein und nimmt sein Päckl auch mit neu. Der Zug war voll, der Jörg mit Letz, der legt sein Päckl da oben auf ins Netz. Und dort im Warmen, überwacht, haben die Handkäs sich jetzt breit gemacht. Es wird nicht lang in der Bahn, fängt einer schon zu schnuffeln an. Der Zweite, der schnuffelt grad so mit. Und der Fünfte und Vierte, der schnuffelt mit. Und einer sagt, ihr Leid, mich stinkt's. Man meint im Kubbe da stinkt's. Gewitter, sagt der End im Eck, man meint, da hinweg Katze Dreck. Nee, sagt er, das halt kein Teufel aus. Der Zug hat kalte, der nix wie aus. Noch 3 andere hinten noch. Oh, das war für die Leute bloch. Bis die anderen ein Plätzl gefunden. Die anderen 3 haben sich noch besonnen. Doch der Handkäs droben hat gewonnen. Auf der nächsten Station sind die Achnaus. Und der Jörg, der war jetzt Herr im Haus. Die paar Käs können nicht strafen. Er legt sich auf die Bank zum Schlafen. Und wie Landau komme ich? Oh, da war auf dem Bahnhof ein Gegrisch, ein Gedrück und ein Gedränge der wilden Menschenmenge. Beim Jörg wird's Kuppe aufgerissen, Gepäck und Koffer neu geschmissen und einer kreischt, da komm, nix wie neu, da langt's noch für der ganzen Pfarrei. Marie, da her, da ist noch Platz. Der nuff ins Kuppe mit einem Satz, noch 3 andere hinten noch zum Glück. Doch der Vorderst, der kommt schon zurück. Ach Gott, sagt der Mann ist gestorben. Der liegt schon lang, der riecht verdorben. Der schnauft doch noch, macht doch keine Bosse, hat sich ein anderer hören lassen. Ne, der ist tot, sagt der Erst. Komm, geh rein und riech, wenn du nicht hörst. Mehr langt's, sagt er, für den Spaß, ich zahl noch für erster Klasse. Dann ist er geschlagen abgezogen. Der, wo's nicht geglaubt, ist nuffgekrochen, hat mit der Nas voll sich gelabt. Und dann hat er's schließlich angeglaubt. Noch 3 andere haben's probiert, doch all sind sie zurückmarschiert. Sie lassen unseren Jörg allein der Solofahrt bis Gottramstee. Dort steigt er seelisch wieder aus, nimmt sein Päckl an mit naus, nix wie heim zu seiner Alter. Die hatten ängstlich von sich gehalten. Och, Jesus, Jörg, kann die noch lallen. Du bist doch nicht ins Poolloch gefallen. Nee, hat der Jörg da aufgepocht. Handkäs hab ich mitgebracht. Da, direkt vom Lutsch der Handkäsfest. Wann die erstinken, die sind fei. Handkäs sind die allerbest und schmecken gut zum Pelzerwein. Und die Moral von der Geschichte? Wenn du auch auf Käse erpischt, sie haben Geschmäckel, wie man weiß. Drum geh mit Käse nicht auf die Räs.